Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Jo, jetzt spielen wir Sam und wir brechen mit Hector zusammen aus. Okay, Waffe haben wir noch nicht. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich hier reingekommen bin. Krass. Beeil dich. Okay, Schnell sein. jetzt raus aus dem Hölleloch. Okay, die sind beide tot. Das Kartell ist doch nicht sehr zimperlich, vor allem die südamerikanische Karteller. Die sind dort ziemlich Occupate de la puerta. fix. Nunca saldrás de aquí. Ups, irgendeiner ist noch gestorben. Satt ist. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier. Die wirst du brauchen. Okay, danke. Du weißt noch, wie man Das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Háganlo. Haut er anscheinend auch vor. Oh Gott. Aber es hat echt so Grafik wie in The Last of Us. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Sogar etwas verbessert die Grafik. Also ich könnte mir schon vorstellen... Ja, okay. Ich könnte mir schon vorstellen, wie The Last of Us Part 2 aussehen könnte. Oh, eigentlich habe ich jetzt den Hector erschossen. Okay. Aegis. Ja. Das ist auch schon sehr cool gemacht hier. Verbessert wie in Ends bis 3. Also auf jeden Fall verbessert das Ganze. Das ist sehr cool. Okay. Gott. Ach du Scheiße, jetzt geht hier echt die Luzi ab mit Gefängnisaufstand und allem. Leck mich fett. Oh Mann. Hier geht ja echt jetzt die Party ab, aber hallo. Scheiße. Boah. Und die Gefangenen sind halt allesamt 8 Typen, die nichts zu verlieren haben. Boah. Boah, okay, danke Hector. Aber ich glaube, der Typ ist nicht so einer, worüber wir uns dauerhaft freuen könnten. Der will ja eine Art Teil vom Schatz haben, aber wahrscheinlich nicht gerade eine unerhebliche Art Teil vom Schatz. Und es war so klar, allein schon wegen dem Pirat, der mag im Das sehe ich. im Hauptmenü sehen, dass der Piratenschatz von Henry Avery hier das Hauptmotiv sein wird. Okay, um Seitenwaffe zu wechseln, genau das drücken. Okay, hier haben wir noch ein Maschinengewehr. Ups. Zur Langwaffe. Ah, cool. Schön, dass die das auch mal hier Langwaffe nennen. Dass nicht nur ich derjenige bin, der das auch von sich aus Langwaffe nennt, sondern dass sie es auch offiziell im Spiel als Langwaffe bezeichnen, wenn man Gewehr hat. Sehr geil. Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Okay. Samuel, geh in Deckung. Ja, mache ich gerade. Es wird wahrscheinlich was in die Luft gesprengt, ja. Okay, krass, die Mauer sogar. Ja, mir geht's gut. Okay, dann raus aus dem Loch. Oh, das Kampfsystem hier gefällt mir tierisch gut. Boah. Scheiße. Alter, und allein schon die Geräusche von dem MG sind der Hammer. Sehr viel realistischer. Okay, dann können wir das als neue Waffe holen von dem anderen Compadros, den wir da gehabt haben. Oh, scheiße, wieder so ein Knecht. Okay, danke. Für die Ecke ist wieder Munition. Okay, saugut. Ups, da ist schon jemand gefallen. Schulter wechseln, beim Zielen X drücken. Okay, ja cool, das ist relativ easy. Ja, das gefällt mir sehr gut. Aber das neue Maschinengewehr will ich beibehalten. Boah, Mann. Also das hat schon alles mehr Wumms, als es die alte Uncharted Captain, muss man echt sagen. Ich find's hammergeil hier. Boah, du Scheiße, Mann. Man hört richtig das Blut spritzen hier. Okay, jetzt haben... Okay. So ist noch einer. Boah, Mann. Heieieiei. Da geht's richtig ab.
Schatz hier noch zufällig? Nee, kein Schatz. Okay, dann runter mit uns. Huiuiuiui, also richtig geil gemacht hier alles. Gefällt mir tierisch. Okay, mehr Aegis-Muni gibt's nicht mehr. Das wäre nur ein Waffenwechsel. Okay. Oh jo. Wer ist dann jetzt? Okay, da sind sie wieder. Gott. Gott im Himmel. Okay, hier sind alle gute Deckungen schon vergeben. Ich stehe mal halt mit dem hier, meine Deckung. Okay, dann rausgeballert. Gott. Manometer, die Langwaffe ist erledigt. Okay, die holen wir uns jetzt aber auch noch. Und... Ups, ich bin voll reingelatscht. Patio de la Carcel. Okay. Da können wir nichts mehr holen dazu. Okay, hier können wir rüber. Da ist der Stacheldraht fort. Oh Mann, das ganze Loch brennt schon. Okay. Boah, scheiße, das Ding hält auch nicht so besonders lang. Du merkt man schon bei der, die rattert etwas langsamer als die Anna, die ich vorher gehabt habe. Ja, die hole ich mir jetzt auch wieder. Gehen sie in Deckung, um wieder Gesundheit zu kriegen. Okay, ist erledigt. Die Hände auf Flak. Okay, scheiße. Alles in die Luft gejagt. Okay, die hat mehr Wumms, die MG, die ich hier habe. Ich mag mich trotzdem nochmal umgucken. Nicht, dass ich irgendwo einen Schatz verdummbeitel oder so. Nee. Okay. Gut. Weiter geht's. Also bisher muss ich echt sagen, die Erneuerungen sind der Hammer im Vergleich zu Uncharted 1 bis 3 in der Remastered-Version. Absoluter Brüller. Uncharted 1 bis 3 kann sich immer noch sehr lassen als Actionspiel, aber jetzt kann ich allmählich wirklich verstehen, warum 4 so gehypt worden ist. Es ist der Brüller. Und es macht hammermäßig Spaß. Das Kampfsystem ist der Hammer. Die Story ist cool, die Charaktere sind gewohnt, cool wie immer. Und ein paar neue mal wieder dabei ist einfach absolut geil, Uncharted 4. Okay, da ist noch einer. Wenn die mich jetzt von hinten erwischt und abgemurkst. Okay, ja. Einmal sterben musste ich, jo. Das ist so obligatorisch. Das muss immer sein bei mir. Ich kann nichts flüssig erledigen. Na gut. Jetzt wissen wir aber Bescheid. Wir müssen dann hinterher. Und können nicht von hier aus einfach schießen. Okay. Okay, ja lecko mio. Boah, Alter, seit wann hat die auf dem Raketenwerfer abgegradet? Ah, das ist nur so ein Handlanger von ihm. Okay. Scheiß, die Wand da. Okay, das sind die Fluchtautos nämlich, ja. Ja, aber damit muss man in Südamerika echt rechnen. Wenn irgend so ein Kartellboss irgendwo eingesperrt ist, muss man damit rechnen, dass das Kartell ihn wieder rausholt. Und die Jungs, die kennen absolut keine Gnade. Vor allem, wenn ihr ein A-Führer noch der Schlechter von Panama heißt. Hier, Samuel, trink. Oh nein, mir geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Nicht, dass da irgendwelche Drogen drin sind. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hm? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise.
Jetzt wird er ungemütlich. Oh, okay. Warte doch mal. Ja, Hey. das kann man sich ja denken. ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauche bloß Zeit. Lame und Cuchillo. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Hm. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Ja, so kennt man so Leute. Das ist heftig. Und ziemlich unmögliche Frist allerdings. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Bisschen Geld und Wasser. Das muss für der Anfang reichen wohl. Wenn ich ihn finde. Was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Ja, der lost einen Beschatter. Das sagt schon alles. Er lost einen Beschatter und wenn er Scheiße baut, dann wird wahrscheinlich die ganze Familie, der ganze Clan abgeschlachtet. So kennt man so Leute. Scheiße. Tja, Alcazar lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Dann muss man wohl besuchen. überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich habe sozusagen selbst ein bisschen gegraben Aha. und ich wette, dass Rave das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Hm. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen. Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Ja, die Schwarzmarkt? waren wohl Eibrecher. Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine zweite Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Tja. Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Mhm. Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute Oh, wie... Mann. Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an. Okay? Doch, ein Cutter kannst du das Ich brauche dich vertrauen. dafür. Aber schön, dass er erwähnt worden ist. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit.
Und bestimmt nicht bei Alcazar. Aber der gefällt mir, der Quarz Danny noch der andere, dass den ich genauso mache. Wann ruft er jetzt da? Hallo Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber... Das belügt er sei Frau. Wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Das belügt er sei Frau, um wieder so illegale Scheiße durchzuziehen. Er kann einfach nicht widerstehen. Alter, schon die Autos, die dort stehen. Alter. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Ja, es ist ja noch Zeit. Ach, das Sully auch noch Bescheid geben. Okay. Außer es wäre der Lagerraum... Geil, das Gebäude Sully hinter kommt da dem noch. Haupthaus. Kannst Da du's freue ich von mich da drauf. sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Hm. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Dann bin ich auch Solider gespannt. Plan. Aha. Und was aus dem Sully Woche ist, wie der so drauf Los, ist. spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst Das klaut? würde er nie tun. Victor Sullivan. Wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelingt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Aber ich Untertreibung. vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Hm. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Ja. er... Ja, mal wieder viel Misstraue um nix. Da ist er. Siehst du? Vertrauen. Aber wer über 15 Jahre in so einem Hölleloch drin sitzt, der traut erstmal auch keiner Seele. Das kann ich noch vollziehen. Dass das sehr misstrauisch ist, oder so hat er alle Grund, noch 15 Jahre in so einem Hölleloch. Boah, da hätte ich, glaube ich, auch kein Mensch mehr traue. Einmal ein Dieb. 6. Kapitel, Once a Thief. Immer Dieb, ja. So ist das. Boah, was ein geiles Awesen. Und was für hammergeile Autos. Und ich finde es so cool, dass ich hier mal rauszoomen kann, wenn ich was Schönes sehe. Geil. Ja, ist gut. Ich komme. Ich wollte nur gerade ein bisschen den Ausblick genießen und eventuelle Thumbnail generiere. Dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Aha. Ja, auch so. In Italien. Nur die Umstände wären anders, weißt du? Ja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh. Du bist also nicht zum ersten Mal hier. Nein, eher zum dritten. Okay, du kann ich nicht hoch. Mit Sullivan. Ja, Okay. Vielleicht ist hier noch ein Schatz. Ach Gott, wie er neidisch auf das Sully ist. Aber, naja, klar. Der war die ganze Zeit im Knast drin gehockt. Der hat doch nicht großartig Bruder sein können. Das ist ja verständlich. Aber die zwei haben sich ja sehr gut verstanden. Ich halte jetzt auch mal die Aare offen hier noch, schätze. Aber sehe derzeit nichts. Also Becky, falls du wachsam bist, ich bin mir sicher, dass du es gucken wirst, kannst du mir gerne sagen, was ich alles verpasst habe hier. Okay. Da aber haben wir jetzt auch nichts. Ich genieße auch einfach mal die Grafik und ich genieße auch einfach mal hier das Ganze drumherum. Das ist so schön gemacht hier. Also das ganze Uncharted 4 gefällt mir bisher echt sehr, sehr gut. Die neue Aufmachung, die moderne Aufmachung.
Ah, schön. Und du ist ein Schatz. Na, endlich habe ich ihn gekriegt. Und zwar das Mogul-Wassergefäß. Nicht das Morgul-Wassergefäß. Das wäre vielleicht ein bisschen eklig. Eine Morgul-Klinge. Aber schön. Okay. Bisher sind die Schätze eher von schlichter Natur. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wie die jetzt das Wassergefäß ja hier kommt. Naja, sei jetzt mal dahingestellt. Aber bisher sind es relativ schlichte Schätze und ich habe hier auch mal, ich glaube bei Uncharted 3 war es, aufgrund von dem ganzen Rumgeblöke mit den urrealistischen Schätze und so, dass ich auch mal gesagt habe, dass wir durchaus in der Archäologie Keramik wirklich schon zu Schätze zählt, weil anhand von den Dinger können wir halt prima datieren und Prunkkeramik macht doch einen Schatz her. Anscheinend haben sie das gehört. Naughty Dog hat in weiser Voraussicht schon gewusst, dass der Yankee das beim dritten Uncharted sagt, wenn er das Let's Playt, und Hens entsprechend dazugenommen. Ja, so arrogant kann man gar nicht sein, ich weiß. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Aber ich bin ein großer Naughty Dog Fan, muss ich echt dazu sagen. Spätestens seit The Last of Us. Und oh, ich freue mich so auf The Last of Us Part 2. Ich kann's kein Mensch Die sagen. Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Natürlich. Ob ich da mit dem Seil rankomme. Pass auf. Sehr geiles neues Tool, wie ich finde, der Enterhake. Echt ein sehr cooles neues Tool. Zack. Daneben. Das war wohl nix. Also auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Ja, gesehen? So geht's. Für den zweiten Anlauf. Ja. Oh. Knödelödel. Scheiße. Nathan! Okay, das muss die Todesmusik relativ entspannt. Ne? Dieses Knödelödel. Das ist auch sehr angenehm. Zack. Okay. So, wie sieht's jetzt aus? Es ist sicher, während des Greifens zu springen. Mit linken können sie schwingen. Okay, ich weiß jetzt aber nicht, wo ich... Ah, da muss ich hier. Okay, also zurück mit dir. Ich schätze mal, dass ich dort hier muss. Okay. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Jetzt du! Ich finde es schade, dass auch die Stimme vom Joel wieder dabei ist. Ich mag die Stimme total gern. Okay, warum? Wohin jetzt? Ja, das ist die Froh. Ach so, noch ohne müssen wir. Okay, das ist auch mal was Neues. Ich glaube, ich war ihm im Weg. Und ja, wir müssen hier runter. Das ist Ammonei für mich. Ich habe gedacht, wir müssen hoch raus. Aber okay, jetzt klettern wir anscheinend und Neve rum. Warum auch nicht? Okay, auf geht's. Yep. Beim ersten Mal. Und gut, niemand mag Angeber. Ja, wollt's gerade sagen. Ah, okay, war. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Okay. Hinter dir. Also dann. Na, kann er nicht springen oder nicht? Zum Fallen lassen. Ah, okay, so rum. So wird ein Schuh draus. Schade, dass es auch wieder mal mit Tipps gespickt ist. Das finde ich persönlich auch immer sehr geil. Gefällt mir sehr gut bei Uncharted, dass die Tipps immer mit dabei sind. So, jetzt holen wir uns das da. Okay. Dann können wir so entlang hangeln, genau. Hup. Sehr gut. Ach du liebe Zeit. Das können aber auch nur so Kletteraffe wie die hier machen. Und jupp. Ich finde es auch schön, dass es mitschwingt, die Tutorial-Schrift. Gefällt mir sehr gut. Wachmänner? Ja. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vince. Inghilterra, traditore. Erhalte die Gorsche. Più nazionale con la realtà. Okay, wir können. Jo. Machen wir doch glatt. Und nicht jetzt sage ihr liebe Leute. Da machen wir morgen weiter bei Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig hier im Zitronehain hinter der Villa. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.